Retrospektiv ass en Numm den erflecht an der Lëtzebäiercher Musikszen heieren huet. Den Erik war die 5-Käppech Jazzband bis an d'Abteilung Münster besichen. Ich bin Daniel Ascani, ich bin 19 Jahre alt, ich spiele Piano in der Band, Retrospective Quintet und ich spiele nur seit 8 Jahren Piano. Ja, ich bin Jan, ich bin 22 Jahre alt und ich spiele E-Bass und Kontrabass hier in der Band. Ja, ich bin Daniel Migliosi, schon 16 Jahre, ich fahre auch am LG und ja, ich spiele Trompete, ich schreibe Stecker für die Band. Ich bin den Etienne, ich bin 21 Jahre alt, ich bin Gitarrist. Ich bin Mathieu Clement, ich bin 19 Jahre alt und Student zu Köln, studiere Jazzbatterie und hier in der Retrospective Band spiele ich auch Batterie. Ich spiele Musik seitdem ich 11 bin. Damals hat mir ein Piano geschenkt und nur ich auf dem Piano mal drauf geklimpert und ich bemerkt, wie interessant selbst kann sein. Da habe ich mir gedacht, da fange ich mal mit der Musik an. Ja, da war halt das Piano. Privat dürfen wir auch nicht proben, wenigstens im Corona-Reglement. Ja, das ist ein bisschen schön. Musik machen kann ich die ganze Zeit, mir allein macht eben nicht so viel Spaß wie eine Gruppe. Wir treffen uns aber noch für die Proben, heute sind wir noch 3D in der Abteilung in Münster, für die Proben an neue Stecker anzuspielen. Und wir machen das Beste draus, und probieren weiter Musik zu machen. Aber das eben wie bei allen Menschen an allen Sektoren. Männer. Ja, es kann ich nicht eigentlich als Jazz definieren, aber wir spielen ein bisschen modernen, ein bisschen vielleicht mit mehr Pop, mit Hip-Hop-Sachen angemischt. Das ist am Anfang ein bisschen mehr einfach wie Jazz, weil sich in der Jazz vorstellt, dass Menschen so die Musik, wo alle Leute echt beim Kaffee lauschen oder so, oder auch, wenn man einen Plug bei einem Bier oder so lauschen. Wir probieren echt ein bisschen mehr modern zu gestalten, ein bisschen mehr einfach, dass es doch so Leute, wo nicht unbedingt Musikkenner sind, dass sie das doch für sie ein bisschen einfach kann erschließen, dass auch sie ein bisschen einfach können das Musik verstehen. Wir kennen euch schon ziemlich lang. Wir haben an der Schule angefangen, wir zu spielen. Und wir haben immer einfach mal nicht gespielt, um die großen Ziele zu haben. Voilà, und irgendwann waren wir bei einer Jam-Session in der Stadt. Und du hast 4 zusammen gespielt, dann kommen Leute bei uns und sagen, hey, lasst uns mal seriös, mal eine Band raus. Und voilà.